Was für eine Gaudi. Gute Stimmung und bayerische Gemütlichkeit gestern Abend im Deutschen Haus. Dazu eine Nostalgiereise zum Anfassen. Einige Helden von damals waren da und schwelgten in Erinnerungen. Klaus Wolfermann, Speerwurf-Olympiasieger. Immer wieder musste er erzählen, wie er als Außenseiter Gold gewann. Eintauchen in die Geschichte, die doppelte Ulrike Meifahrt, heute und damals, als sie mit 16 Gold holte und ein ganzes Land verzauberte. Das Flair der Spiele war noch mal zu spüren. Im Deutschen Haus, da spielt man schon in der Historie eine kleine Rolle. Irgendwo hat man bei Olympischen Spielen Erfolg gehabt, wir drei, die wir jetzt heute hier sind. Und das finde ich schon schön, dass man das auch respektiert. Und viel höher und weiter springen die immer noch nicht. Sogar Katharina Witt war da, die Frontfrau der gescheiterten Olympiabewerbung München 2018. Sie legt sich wieder ins Zeug und sorgt für den korrekten Sitz der Waldi-Pins. Nur das Dirndl, auf das alle spekuliert haben, blieb diesmal zu Hause. Das Dirndl ist ja doch sehr hemmungslos sexy, ne? Und ich wollte natürlich, dass man mir weiterhin in die Augen schaut, also das Kleid. Hinter den Kulissen wird nämlich schon an der Zukunft gearbeitet. München will sich erneut für Olympia bewerben. Die Politik steht hinter den Plänen. Ja, wir wollen ja auch unsere Olympiareife zeigen als Freistaat Bayern, als Landeshauptstadt München. Alles wartet auf ein positives Signal des Deutschen Olympischen Sportbunds. Ein Land wie Deutschland, wirtschaftlich erfolgreich, sportlich erfolgreich, sportbegeistert, muss sich für Olympische Spiele bewerben. Damit sage ich nicht Winter oder Sommer, damit sage ich nicht in welchem Jahr. Aber grundsätzlich muss es ein klares Ja zu Olympischen Spielen in Deutschland geben. Auf geht's in eine neue Runde Olympiabewerbung.